Ist das warm hier. Moin, sind ihr Leichtmatrosen. Ich habe mir da mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die typisch Dorf sind. Also jeder, der in einem Dorf wohnt, wird diese Dinge nachvollziehen können. Ich habe mir jetzt 5 rausgesucht, damit das nicht zu lang wird. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an. Das gute alte Internet. Also wenn ihr YouTuber seid und ein Video hochladen wollt, dann dauert das erstmal, ja, keine Ahnung, 3 Stunden bei 1 Minute oder so. Okay, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, warte, wenn ich ein Video hochlade, was 1 Minute und ein paar Sekunden geht, dann dauert das ungefähr... Ja, so an die 2 Stunden kann man schon mal rechnen. Deswegen ist das immer total blöd, wenn ich längere Videos machen will. Ich meine, wenn so ein Video 6 Minuten geht, ne, dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie lange das dann dauert. Also das ist ziemlich blöd und dann muss erstmal der Wind gut stehen. Also da muss man schon, ja, Glück haben. Nummer 2. Also würde jemand aus der Stadt hier auf dem Dorf ziehen und würde unseren Busplan sehen, da würde sich auch denken, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Weil es fährt tatsächlich vielleicht nur 3 oder 4 Mal vormittags ein Bus. Und die ersten beiden, die fahren morgens schon sehr früh. Also einer um 7, glaube ich, und einer um 8. Und dann, glaube ich, nochmal einer um 11. Und das war's dann schon. Ja, und dann um die Mittagszeit kommt vielleicht auch irgendwann nochmal ein Bus. Und dann abends vielleicht nochmal, wenn man Glück hat, wenn der überhaupt hierher fährt. Dazu kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Wir mussten einmal, wollte ein Busfahrer uns nicht von... einem benachbarten Dorf zu unserem Dorf hinfahren. Das heißt, wir mussten das Stück laufen. Und ich glaube, wir waren, ich weiß nicht, in der 5. Klasse oder so, in der 6. Und ja, da ist auch noch so eine Straße, da ist kein Bürgersteig und nix, ne? Naja, ich meine, da fährt auch nicht so oft ein Auto, aber trotzdem, der wollte uns nicht zu uns ins Dorf bringen. Könnt ihr mal sehen, also... Zieht nicht in ein Dorf. Nummer 3. In einem Dorf gibt es keine Geheimnisse und wenn es Geheimnisse gibt, dann werden die einfach mal ausgeplaudert, weil, ja, wenn Person A, Person B irgendwas anvertraut hat, geht Person B einfach gleich zum Person C und erzählt Person C, du, der hat das und das gemacht und aber das darfst du nicht weiter sagen. So, und dann geht einfach mal Person C zu Person D und ne, ihr wisst ja, wie es weitergeht. Und dann weiß es einfach mal das ganze Dorf. Also Geheimnisse gibt es auf dem Dorf keine. Nummer 4. Überall auf der Welt gibt es natürlich neugierige Leute und ich glaube, in einem Dorf ist das noch schlimmer, weil hier einfach mal nichts los ist. Und jeder will irgendwie immer das Neueste erfahren und am besten als Erster gleich wissen. Es gibt bestimmt welche, die sich einfach mal so vors Fenster setzen und warten darauf, dass irgendwas passiert. Oder laufen durch die Straße und gucken, ja, was könnte das jetzt sein? Was machen die da? Ja, dann malen die sich vielleicht irgendwie was aus und erzählen das dann auch gleich weiter. Also das könnte man eigentlich schon wieder mit Nummer 3 vergleichen, mit diesen Geheimnissen, dass es einfach im Dorf keine Geheimnisse gibt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Nummer 5. Man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Jetzt kommt aber für euch das Schlimmste zum Schluss. Und am schlimmsten finde ich die Leute, die einfach permanent irgendwelche Lügenmärchen über einen erzählen. Und im Dorf ist das irgendwie noch extremer, eben weil halt nicht viel los ist. Vielleicht, also als Entschuldigung kann man das eigentlich nicht sehen, weil man macht sowas einfach nicht. Also teilweise sind da so Geschichten bei, die können gar nicht stimmen oder es kursieren sogar 3 Geschichten über eine Person rum. Jede ist einfach mal von vorne bis hinten anders erzählt. Also, warum? Ja, das sind einfach so Dinge, die ich einfach nicht verstehe, aber ich glaube, wenn das alles nicht so wäre, dann hätte man auch halb so viel Spaß. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass diese Geschichten, also manchmal sind sie lustig, aber manchmal sind die auch total, ja, total hirnverbrannt, einfach total bescheuert. Und dann denkt man sich auch so, sowas kann gar nicht wahr sein. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Ist alles kostenlos, nur noch mal dazu gesagt. Ach ja, genau, für alle Plattdeutsch-Leute da draußen. Es wird jetzt bald einen Platten-Samstag geben. Das heißt, ich werde jeden Samstag ein plattdeutsches Video machen. Das heißt, es gibt immer 2 Videos pro Woche. Es kommt ganz drauf an, wie viel Zeit ich habe. Und ja, hier oben kommt ihr jetzt zu 10 Fakten über mich und hier drunter gleich mal die
Übersetzung auf Klardeutsch. Tein Fakten over me und ja, ich verabschiede mich und sag Tschüss.